Ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Sie bildet gewissermaßen den Auftakt zu diesem besonderen Jubiläumsjahr. Benvenuti e Bagno d'Us. Vor einem halben Jahrhundert, am 20. Jänner 1972, trat das zweite Autonomiestatut in Kraft. Es legte den Grundstein für eine Entwicklung, die Südtirol in vielen Dingen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Sono passati 50 anni dall'entrata in vigore del secondo Statuto di Autonomia e in occasione di questa importante ricorrenza istituzioni, organizzazioni e associazioni presentano un programma ricco di iniziative, progetti e momenti di dialogo per ricordare, celebrare, riflettere e guardare insieme al futuro. Oggi vogliamo aprire una finestra su questo che accadrà. E quindi saluto qua in sala i rappresentanti istituzionali für das Land Südtirol und stellvertretend für die gesamte Landesregierung, zum einen Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landeshauptmann-Stellvertreterin Waltraud Deeg sowie die Landeshauptmann-Stellvertreter Giuliano Vettorato und Daniel Alfreider. Saluto in rappresentanza del Consiglio Provinciale la Presidente Rita Mattei. Ganz herzlich begrüße ich auch andere Teilnehmer an dieser Pressekonferenz. Sie werden später per Zoom zugeschaltet. Und zwar sind das alle Akteurinnen und Akteure, die über die Plattform Zoom mit uns verbunden sind und einige der geplanten Initiativen vorstellen. Alle sprechen in ihrer Muttersprache. Willkommen heiße ich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Medien ganz herzlich. Buongiorno a tutti e grazie del vostro interesse. Come sempre, alla fine della conferenza stampa saremo a disposizione per le vostre eventuali domande. Nun darf ich aber gleich an Landeshauptmann Arno Kompatscher und die 3 Landeshauptmann-Stellvertreter übergeben und bitte um ihre Grußworte. Geschätzte Landtagspräsidentin Mattei, cara Presidente, geschätzte Landeshauptmann-Stellvertreter Deeg, Vettorato, Alfreider, sehr verehrte anwesende Medienvertreter, grazie per essere intervenuti anche così numerosi, sehr verehrte Damen und Herren, die über Internet, über Zoom zugeschaltet sind. Es ist dieses Jahr 2022 ein besonderes Jahr, ein wichtiges Jahr, im Sinne auch von einem Jahr, wo wir uns erinnern, gleichzeitig uns bewusst werden können und nach vorne schauen. Non si tratterà soltanto di ricordare nel 2022 2 eventi importantissimi per la storia di questo territorio, ma anche di essere consapevoli di ciò che vogliono significare questi momenti per noi, per i cittadini di questa terra e soprattutto anche guardare al futuro. Spero di poter guardare assieme a un futuro comunque condiviso. Es werden jetzt gleich viele Initiativen vorgestellt werden, die sich um die beiden Ereignisse Inkrafttreten des zweiten Autonomiestatuts und Streitbeilegung oder Streitbeendigungserklärung drehen. Es geht uns mit Sicherheit darum, die Institutionen mit einzubeziehen, die Bedeutung dieser Ereignisse für Südtirol auf Ebene der Institutionen darzustellen. Es geht aber in ganz besonderer Weise darum, die Bevölkerung mit einzubeziehen, die Menschen. Ob das die Schule ist, die Schülerinnen und Schüler, ob das die Familien sind, ob das das Vereinswesen ist, ob das die Ebene der Bildung, der Kultur ist. Es ist die Autonomie der Südtirolerinnen und Südtiroler und das soll in diesem Jubiläumsjahr, in diesem Gedenkjahr auch spürbar werden. Questo per me è fondamentale, adesso che andremo a presentare, dopo gli interventi ovviamente anche della Presidente Mattei e dei miei vicepresidenti, le singole iniziative, queste si rivolgono ovviamente alle istituzioni e sarà un momento anche delle istituzioni. Avremo anche sicuramente poi ospiti importanti, però soprattutto vale coinvolgere la cittadinanza, i cittadini,
è l'autonomia degli altoatesini, delle altoatesine, dei cittadini, e perciò tutto l'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la popolazione per ricordare, essere coscienti, consapevoli di ciò che significa questa autonomia e soprattutto renderla ancora più partecipata. Mi fermo qui e lascio la parola alla Presidente Mattei, giusto? Prima, ok. Bitte sehr, Waltraud Deeg, Landeshauptmann-Stellvertreterin. Sehr geehrter, geschätzter Landeshauptmann, sehr geschätzte Landtagspräsidentin, sehr geschätzte Kollegen, sehr geehrte Anwesende, geschätzte Damen und Herren. Un cordiale saluto da parte mia a tutti i partecipanti a questa conferenza stampa Mondea Dütschkansch. 50 Jahre zweites Autonomiestatut. Dieser Anlass ist ein ganz besonderer Moment des Zurückschauens auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. Der lange Weg zum zweiten Autonomiestatut ist gekennzeichnet durch ein starkes Verantwortungsgefühl aller beteiligten Akteure, durch schwierige Verhandlungen auf politischer Ebene. Es mussten viele Hürden und auch tiefe menschliche Verletzungen überwunden werden und durch viele große Persönlichkeiten, denen Südtirol und seine Menschen ein Herzensanliegen war und immer noch ist. Und wir schauen auch heute voller Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit und Demut auf die großen Leistungen jener, die an der Entstehung und an der Umsetzung der Südtiroler Autonomie auf politischer und auf Verwaltungsebene bis heute mitgewirkt haben und mitwirken. Das zweite Autonomiestatut ist für mich und für alle Menschen, denke ich, in diesem Land die Grundlage für die gute Entwicklung Südtirols nach dem Zweiten Weltkrieg und stellt mit dem besonderen Schutz der deutschen und der dänischen Minderheit ihrer ethnischen und kulturellen Eigenheiten auch auf internationaler Ebene eine anerkannte Grundlage dar für das gute und friedliche Zusammenleben aller Sprachgruppen und Kulturen und ist das Fundament für eine nachhaltige, gute gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Und dabei war und ist der Zweck unserer Autonomie das Leben und die Lebensbedingungen aller 3 Sprachgruppen und jener Menschen auch, die zu uns kommen, stetig zu verbessern und unser Land im Herzen Europas für die nächsten Generationen und lebenswert zu erhalten. Und gerade, und das ist mir jetzt besonders wichtig, nach dem Zweiten Weltkrieg waren die sozialen Anliegen, die Verbesserung der schlechten sozialen Absicherung und die Beseitigung der Armut vieler Menschen im Land die wichtigste Motivation und Auftrag für die Politik, für Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Es galt, ein Mehr an sozialem Ausgleich zu schaffen durch die Umsetzung autonomer Zuständigkeiten, auch im Sozial- und Familienbereich, im geförderten und sozialen Wohnbau, im territorialen Ausbau von soziosanitären Diensten und Einrichtungen und von breit gefächerten Ausbildungsangeboten, so um die Lebensqualität einer breiten Bevölkerung auch zu verbessern. Und damit schließe ich, gemeinsam wollen wir dieses Gedenkjahr nun nutzen, um das Wissen um den großen Wert unserer Autonomie bei allen Altersgruppen und Sprachgruppen zu erweitern. Und ich durfte das ja auch in der Schule machen und es war immer eine große Freude, mit den jungen Menschen diese Themen zu diskutieren. Wir wollen die Lust auf Mitgestaltung in unserem Land und somit auch die Lust auf eine aktive und gelebte Autonomie auch stärker machen. Und ich danke an dieser Stelle allen, die hier mitwirken, die auch den vielen Akteuren, die heute uns die verschiedenen Initiativen vorstellen. Ich gebe nun das Wort weiter an Kollegen Vettorato. Dankeschön. Stimato Presidente della Provincia, collega Mattei, cari colleghi, buongiorno a tutti. Celebrare i 50 anni del secondo Statuto di Autonomia dal punto di vista italiano significa ricordare un sistema normativo che è dentro la normativa costituzionale italiana. Esso ha dato concretezza all'articolo 6 della Costituzione che sancisce il principio di tutela delle minoranze, ma poi è andato ben oltre. Nel 72 il secondo Statuto di Autonomia di questa provincia ha posto infatti le basi per una convivenza delle 3 comunità tradizionali, regolata con norme e non solo con intese. E questa è la differenza o quello che ci differenzia rispetto ad altri territori a livello mondiale. Le norme che discendono dal secondo Statuto
di autonomia hanno quindi espressamente sancito un vero e proprio diritto alla convivenza. È inoltre uno statuto che contiene uno dei primi avanzati sistemi giuridici per regolare le relazioni tra Stato centrale e ovviamente autonomia territoriale, prevedendo competenze che ancora oggi, nell'ottica di un regionalismo differenziato o di una futura via italiana per un federalismo compatibile con l'unità nazionale, sono una prospettiva interessante ed utile anche per il futuro. In questo percorso, che ho estremamente sintetizzato, va riconosciuto sicuramente l'apporto della grande civiltà giuridica italiana, il contributo dell'autonomia avanzata di cui tutti oggi noi godiamo i suoi frutti, ed è stato offerto anche da politici italiani a Roma e a Bolzano, di studiosi, di funzionari, di magistrati che si sono appassionati al nostro territorio e alla nostra autonomia. Governare le differenze era nel 72 ed è soprattutto ancora oggi un impegno gravoso, ma è anche la migliore soddisfazione per un'autonomia che voglia definirsi speciale. La nostra specialità si poggia essenzialmente sulla competenza di lingue e culture differenti, non certo più sul novero delle competenze che diventano fluide con il rapido mutare della società. Questa compresenza ha visto il gruppo italiano crescere soprattutto negli ultimi anni, nell'adesione ai valori autonomistici, nella partecipazione alle scelte, nell'amore per le caratteristiche della cultura locale, del suo ambiente, del proprio territorio, delle proprie tradizioni. Basti solo pensare che solo pochi anni fa i libri scritti in italiano sull'Alto Adige erano scritti da autori tedeschi, quindi venivano fondamentalmente tradotti, ed oggi abbiamo invece autori italiani che scrivono testi sull'Alto Adige perché conoscono il nostro territorio, conoscono le nostre tradizioni, conoscono la nostra cultura, perché vivono nel nostro territorio. Il teatro in lingua italiana, ad esempio, ha un ruolo fondamentale nel panorama culturale locale e non esiste più una sola associazione di riferimento per gli artisti, ma un pluralismo di rappresentanza che fa bene al progresso culturale di questa terra. Il gruppo italiano si è anche distinto nell'innovazione culturale e nella creazione di posti di lavoro per i giovani nelle cooperative, rendendosi modello innovativo nel fare cultura e non solo riproponendo tradizionali modelli più radicati storicamente. L'autonomia ha reso per tutti i gruppi accessibile l'ascensore sociale, a patto certo di studiare ed impegnarsi. A differenza di altre regioni, qui è più frequente raggiungere posizioni di rilievo nel mondo del lavoro e della società, in un'età ragionevole e senza provenire da quelle famiglie che si definiscono importanti. Oggi è stato recentemente scritto: i sentimenti scettici verso l'autonomia sono patrimonio in tutti i gruppi linguistici di chi ha difficoltà economiche, di chi ha avuto meno opportunità di studio e di autorealizzazione. Il lavoro quindi da fare non manca, è un compito che la politica, gli operatori sociali devono portare a termine, perché deve restare prioritario l'obiettivo di mitigare le disuguaglianze sociali ed economiche, mettendo a frutto le nostre competenze speciali per i prossimi 50 anni. Io concludo queste mie osservazioni dicendo: viva l'autonomia, viva l'Alto Adige. Een bel bun dejn da per mir, stimme Präsident Arno Kompatscher, lieber Landeshauptmann, geschätzte Kollegen. Es ist für uns eine Riesenfreude, diesen Tag gemeinsam zu feiern, aber vor allem auch eben den Ausblick zu geben, wie schon bereits gesagt worden ist, auch von den Kollegen. Es geht einmal um die Erinnerung der letzten 50 Jahre, den wichtigsten Moment, den die Südtiroler Gesellschaft eigentlich wollte, dann politisch mit Mehrheiten auch geschafft hat, umzusetzen, zu verlangen, italienweit, europaweit, aber vor allem auch hier vor Ort eine gemeinsame Energie zu schaffen, um etwas zu erreichen. Und heute wir, die nach 50 Jahren auch die Früchte davon tragen können, indem wir zum Beispiel unsere Schulen, unsere Straßen und alle weiteren Kompetenzen auch direkt vor Ort verwalten können. Das ist ein Moment, und ich danke hier vor allem
Landeshauptmann Kompatscher, der hier immer, auch im letzten Jahr, Verhandlungen in Rom immer wieder geführt hat, um diesen Weg weiter zu bestreiten, der in den letzten 50 Jahren gemacht worden ist. C'est pour nous, la Communauté Ladina, un moment important, niema de ricorder l'autonomia, ce qu'elle va dit da trai, qu'elle est un privileg. L'autonomia non è un privileg, l'autonomia è una responsabilità. Nostra comunità sa tutto, troppe personalità del passato sa tutto da manè sul posto che l'ha Südtirol ha combattuto politicamente per raggiungere che attraverso lo Statuto d'autonomia in sue confini fuori e che possiamo avere un Statuto d'autonomia con 115 articoli su 80 norme d'attuazione che sono state raggiunte di anni. Al dosester un anno, niemand da ricordare che abbiamo detto ancora, ma soprattutto una motivazione da crescere sulla comunità ladina, ma soprattutto sulla comunità del Südtirol. È stato detto prima anche dai colleghi di Giunta l'importanza di non vedere questo anno come un anno solo di ricordo e sono pienamente d'accordo. È importante ricordare anche con quali capacità politiche, gestionali la comunità altoatesina ha capito a ottenere, a definire bene un traguardo, ma poi lavorarci ogni giorno con il trovare il giusto equilibrio, con trovare le maggioranze e non soffermarci su singoli battibecchi che poi alla fine non aiutano sicuramente a continuare a lavorare su un destino futuro della nostra comunità. Comunità trilingue, multilingue, dobbiamo vedere che c'è un mondo che non si ferma, anche noi come Alto Adige abbiamo dei confini che bisogna considerare, la globalizzazione, il mondo intero, quindi anche l'autonomia dovrà cambiare. Quindi ringrazio per poter partecipare a questo importante evento e soprattutto ringrazio tutti quelli che partecipano in Alto Adige a portare avanti questo messaggio positivo dell'autonomia e anche, scusatemi, ma questo lo vediamo anche dalla storia della nostra autonomia, l'importanza di trovare maggioranze, di trovare una energia positiva per portare avanti le questioni. Come dicevo prima, in lingua ladina abbiamo in questi ultimi anni raggiunto 80 norme di attuazione che hanno aiutato a progredire su questo percorso, quindi anche in futuro vogliamo continuare a lavorare per il nostro territorio, per l'Alto Adige intero, come è stato detto, proprio per garantire anche quello che è il principio vero dello Statuto, quello della salvaguardia delle minoranze, della lingua ladina tedesca anche in questo territorio. Giulan, Darbe Giulan e buon lavoro e buona collaborazione a Dicnos. Danke, Landeshauptmann Arno Kompatscher, danke an die Stellvertreter und Stellvertreterin Waltraud Deeg, Giuliano Vettorato, Daniel Alfreider. Per il Consiglio provinciale ci vuole una moderazione a parte. Perché? L'entrata in vigore del secondo statuto di autonomia ha segnato l'attribuzione di ampie competenze legislative alle due province, conferendo ai consigli provinciali un ruolo determinante per lo sviluppo del territorio. Anche il Consiglio provinciale, pertanto, renderà omaggio a questo anniversario con varie iniziative e momenti celebrativi. La parola alla Presidente Rita Mattei. Grazie. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Kompatscher, egregio Vicepräsidente Vettorato, sehr geehrte Landesräte, Deeg und Alfreider, gentili presenti e ospiti collegati online. Se 50 anni fa non fosse entrato in vigore il secondo statuto di autonomia, lo sviluppo così speciale della nostra terra plurilingue non sarebbe stato possibile. Non sarebbe stato possibile
conservare cultura, tradizioni ed elementi specifici locali, né gestirli in proprio per la nostra popolazione, facendo dell'Alto Adige una terra così fiorente. Quello realizzato con il secondo statuto è un sistema fondato sull'equilibrio, il riconoscimento reciproco e la lungimiranza. Un'autonomia che viene vista come modello, ricordiamolo, da molte regioni del mondo dove vivono minoranze linguistiche. Eppure però spesso proprio qui da noi in Alto Adige questa autonomia viene data, diciamo, per scontata. È anche per questo che in occasione del Giubileo il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha promosso una serie di iniziative per sollecitare la riflessione sui vantaggi che essa ha portato. Abbiamo pensato in primis ai giovani, che sono naturalmente i più lontani dagli eventi del secolo scorso. Per loro abbiamo promosso il concorso L'autonomia dell'Alto Adige significa per noi ... invitando le classi a sviluppare questo suggerimento in un breve video, la forma, diciamo, espressiva magari a loro più congeniale, e all'iniziativa, devo dire, hanno aderito 12 scuole con più di 200 alunni e alunne. I 16 filmati prodotti sono stati poi pubblicati sul portale per i giovani del Consiglio provinciale, novaebz.org, in modo che tutti potessero vedere e votare. E la pubblicazione online ha avuto, devo dire, un grande successo. I voti assegnati sono stati più di 15.000 e sono veramente tanti. Era inoltre prevista anche la valutazione di una giuria di esperti delle 3 intendenze scolastiche di Eurac Center for Autonomy Experience e di Uni Bolzano. Die Autoren der beiden vom Publikum und Jury ausgewählten Gewinnervideos sind heute mit uns verbunden. Die 4. B der Johannes Gutenberg Berufsschule für Handel und Grafik und die 5. B der Heinrich Gunther Fachschule für Wirtschaft, beide aus Bozen. Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und eure Direktoren Ralf Stefan Truger und Susanna Huetz, die die Initiative unterstützt haben, sowie den Mitgliedern der Jury Magdalena Lerchecker, Daniel Mascher, Stefano Kerschbamer, Marc Röckler und Matteo Pramio gebührt unser Dank. Beide Klassen erhalten außerdem unseren Beifall und einen konkreten Preis. Also eine Reise, wir haben gedacht, eine Reise nach Venedig, die wir gewählt haben, um euch einen Teil dessen zurückzuholen, was die Pandemie euch weggenommen hat. I 2 video saranno poi presentati nel corso di una cerimonia festiva in programma in Consiglio provinciale fra pochi giorni, quindi il 20 gennaio, data appunto dell'entrata in vigore del secondo Statuto di autonomia, nell'ambito della sessione dei lavori di gennaio del Plenum. È questo, e quindi sarà questo, il momento ufficiale di celebrazione che verrà proposto nella nostra sede, e si tratta appunto di un anniversario importante per il nostro Consiglio provinciale, che a partire da quella data ha potuto cominciare a lavorare con competenze ben più ampie, così come le conosciamo oggi. Durante la seduta la professoressa Eva Pfanzelter, professoressa di storia contemporanea all'Università di Innsbruck e direttrice sostitutiva dell'Istituto di Storia Contemporanea e Centro di Ricerca Digital Humanities dello stesso Ateneo, e il professor Andrea Di Michele, professore associato di storia contemporanea e ricercatore presso la Libera Università di Bolzano, interverranno sul tema dell'anniversario, ricordandoci appunto i fatti che hanno portato poi a questo statuto e i suoi effetti negli anni. Sarà un momento di riflessione e approfondimento, accompagnato dagli interventi musicali dei giovani musicisti e delle giovani musiciste della scuola media Archimede di Bolzano. Invito tutti a seguire l'evento in diretta streaming sulla homepage del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano. Abbiamo poi indetto, in collaborazione con il GECT Reggio Tirolo, Alto Adige, Trentino, e con la partnership di Südtiroler Künstlerverbund, Fondazione Haydn,
Verband Südtiroler Musikkapellen e Conservatorio Claudio Monteverdi, che pure naturalmente ringraziamo per il contributo, un concorso di composizione per una partitura musicale per bande sul tema 50 anni del secondo Statuto di Autonomia. Gli autori della composizione vincitrice riceveranno un premio in denaro e sarà l'Orchestra Giovanile di Fiati dell'Euregio a eseguire per prima l'opera musicale in occasione, questa volta, della Festa dell'Europa tra il 7 e l'8 maggio in diverse sedi dell'Euregio. Abbiamo così voluto agganciare il tema dell'anniversario dello Statuto a quello dello sviluppo dell'autonomia in senso anche transfrontaliero per evidenziarne l'andamento dinamico reso possibile appunto da questa lungimiranza. I concerti saranno ospitati al Kurhaus di Merano e presso il Teatro Zandonai di Rovereto. Ringrazio a questo proposito naturalmente anche il Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, Walter Kaswalder, per la collaborazione. È stato, questo lo voglio anche ricordare, so che mi sto dilungando, però naturalmente gli eventi sono parecchi, e lo voglio ricordare che è stato infine anche introdotto un nuovo formato di visita al Consiglio provinciale, quindi nell'ambito del quale le classi scolastiche visiteranno anche l'esposizione multimediale sull'autonomia in Piazza Magnago, che è stata inaugurata appunto il 5 settembre scorso, in occasione appunto della giornata dell'autonomia. Direi che tutto ciò è un elemento di richiamo non solo per chi abita in Alto Adige, ma anche per i turisti che, fermandosi a leggere appunto quanto scritto sulle nuove steli, scoprono la speciale storia della nostra autonomia e il suo ancoraggio internazionale. Le classi che la visiteranno saranno chiamate a elaborare brevi videoreportage confrontandosi in merito con un consigliere o una consigliera del Consiglio. Anche questo solleciterà la riflessione sui vantaggi dell'autonomia portati dal secondo Statuto. Spero che queste iniziative riescano a coinvolgere il maggior numero di cittadine e cittadini e ringrazio tutti per l'attenzione e per la collaborazione. Grazie. Danke, Landtagspräsidentin Rita Mattei. Das, was Sie vorgestellt haben, zusammen mit den Projekten und Vorhaben des Landes Südtirol, also der Landesverwaltung, der Landesregierung, zeigt schon einen Vorgeschmack auf das, was genau jetzt kommt. Thematisch lässt sich die Autonomie nämlich in vielerlei Weise verorten. Politisch natürlich, aber auch historisch, juristisch, gesellschaftlich oder kulturell. Auf der Plattform Zoom sind nun gleich mehrere Institutionen, Organisationen und Akteure mit uns verbunden. Sie werden sich im Laufe des Jahres auf ganz unterschiedliche Art mit der Autonomie befassen. Starten wir bei der Geschichte. Ich begrüße Oswald Überrecker, Direktor des Kompetenzzentrums für Regionalgeschichte an der Freien Universität Bozen. Sehr viel wurde zur Geschichte der Südtirol-Autonomie ja bereits geforscht und geschrieben. Womit also befasst sich das Kompetenzzentrum in diesem Jubiläumsjahr? Bitte sehr. Ja, herzlichen Dank, Herr Steinacher. Ich gehe gleich in medias res, weil nicht viel Zeit verbleibt. Unser Zentrum hat zum Thema Autonomie, Autonomiegeschichte einen eigenen Veranstaltungsschwerpunkt ins Leben gerufen mit verschiedenen Initiativen, die das ganze Jahr 2022 über stattfinden werden. Es sind zwei Aspekte, wenn ich das so allgemein sagen darf, die uns im Rahmen dieses Veranstaltungsschwerpunktes wichtig erscheinen. Erstens natürlich die historische, die geschichtswissenschaftliche Perspektive. Es geht darum, einen Beitrag zu leisten für ein besseres Verständnis der Entwicklung der Südtirol-Autonomie vor und nach 1972. Und zweitens geht es uns aber auch darum, die Südtirol-Autonomie nicht gewissermaßen isoliert zu betrachten, sondern sie in Bezug zu setzen, sie mit anderen europäischen Realitäten zu vergleichen und aufzuzeigen, welche Bedeutung Südtirol eben im internationalen Kontext zukommt.
Das ist der Anspruch, mit dem wir sozusagen in dieses Jahr starten. Vielleicht ganz kurz, nur stichwortartig zu den 3 Hauptinitiativen unseres Zentrums. Erstens veranstalten wir eine große Vortragsreihe zum Thema Modellfall Südtirol, Fragezeichen, Regionalautonomien im europäischen Vergleich. Diese Vortragsreihe umfasst insgesamt 8 hochschulöffentliche Vorträge von internationalen Experten. Es geht eben darum, wie schon gesagt, die Südtirol-Autonomie zu vergleichen mit anderen europäischen Realitäten. Und deshalb wird nicht nur die Entwicklung der Südtirol-Autonomie ein Thema sein, sondern beispielsweise auch Katalonien, Schottland oder die Autonomien in Aosta, in Schleswig oder in der Vojvodina als interessante internationale Fallbeispiele. Als zweite Initiative darf ich erwähnen, im Herbst, im November 2022 ist eine große wissenschaftliche Tagung geplant, in der es vor allem um die Frage gehen wird, welche Rolle Emotionen in der Autonomiepolitik spielen, welche Rolle Emotionen für die Politik regionaler Unabhängigkeitsbewegungen spielen. Und diese Tagung organisieren wir gemeinsam mit der renommierten Humboldt-Universität Berlin hier in Südtirol an der Universität Bozen. Drittens und letztens möchte ich noch die Initiative History on Tour erwähnen, die unser Zentrum schon seit 2021 organisiert. Diese Initiative gehört zum Geschichte-Vermittlungsprogramm unseres Kompetenzzentrums. Die Idee ist, dass Bildungs- und Kulturvereine in ganz Südtirol Vorträge aus einem Programm auswählen und auch buchen können und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Zentrums halten diese Vorträge dann gewissermaßen vor Ort in den Orten, in den Dörfern, in den Tälern Südtirols. Und im Rahmen dieses Programms History on Tour gibt es für 2022 auch mehrere zeitgeschichtliche Vorträge, die eben zentrale Aspekte der Autonomiegeschichte beinhalten. Das wären die wichtigsten Initiativen unseres Zentrums. Nähere Informationen können auf der Homepage des Kompetenzzentrums für Regionalgeschichte gedownloadet werden. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Oltre al centro di competenza storia dell'università, anche l'EURAC come centro di ricerca da ormai 30 anni studia l'autonomia. Do il benvenuto a Marc Rückler, direttore del Center of Autonomy Experience. Das Center for Autonomy Experience an der EURAC begleitet Delegationen aus aller Welt, die nach Südtirol reisen, um mehr über die Sonderautonomie zu erfahren. Gleichzeitig hat man sich auch der Vermittlungstätigkeit vor Ort verschrieben und bietet spezielle, aufbereitete Lernprogramme für Schulklassen an. Zum heurigen Jubiläumsjahr sind gleich mehrere Initiativen geplant. Marc Rückler wird sie uns schildern. Ja, vielen Dank, Herr Steinecker. Es ist so, wir als EURAC, Sie haben es vorweggenommen, haben seit 30 Jahren jetzt eigentlich über das Thema Autonomie geforscht. Wenn ich sage, wir als EURAC, dann natürlich nicht nur das relativ junge Center for Autonomy Experience, sondern auch das Institut für Minderheitenrecht, für vergleichende Föderalismusforschung und auch das Center for Advanced Studies ist in unseren Events mit dabei. Ich werde auch mich kurz halten, denn es sind gar einige Events, die wir geplant haben. Wir wollten eigentlich starten schon am 20. und 21. Jänner mit einer großen Tagung Stärke durch Wandel, in dem es darum ging, vor allem eben die Autonomie eine Rückschau zu halten, aber uns vor allem auch mit den Herausforderungen der nächsten Jahre eben diese zu betrachten. Und aufgrund Covid mussten wir diese jetzt auf 25. und 26. Mai verschieben, aber wir werden doch am 20. kurz vor dem Festtag im Südtiroler Landtag eine kleine Autonomie-Matinee gestalten, in der wir wirklich auf diese Themen eingehen. Wir haben auch ähnlich wie die Universität Bozen Webinare über das gesamte Jahr geplant. Einerseits auch hier eine Innenschau, was ist für Südtirol relevant, auf der anderen Seite eben dieser Vergleich, den wir ja eben seit Jahren an der EURAC auch haben, zu anderen Regionen. Und hier starten wir recht schnell am 26. Jänner und vergleichen sozusagen die längsten Autonomien in Südtirol, Europe's Most Durable Autonomies, nämlich die Ålandinseln und Südtirol. Und dann ist eigentlich jedes Monat
ein Webinar geplant, in dem wir eben verschiedenste Themen nachgehen. Sie haben es auch angesprochen, eine weitere Sache, die uns sehr wichtig ist, ist, dass wir für Schülerinnen etwas anbieten. Und zwar haben wir hier eben auch einen Workshop, der eigentlich das ganze Jahr über gebucht werden kann bei uns an der EURAG. Das machen wir gerne vor Ort in den Schulen, wenn es Covid zulässt, aber auch natürlich gerne online. Und hier ist der erste Termin, ist der 15. Februar. Nachdem uns als Wissenschaft oft vorgeworfen wird, dass wir im Elfenbeinturm zu Hause sind, war es uns auch wichtig, wirklich so, auch wie es Landeshauptmann Arno Kompatsch gesagt hat, die Mitbürgerinnen abzuholen. Und deswegen haben wir auch eben verschiedene Angebote geschaffen, wo wir wirklich mit den Mitbürgerinnen hier in Südtirol diskutieren möchten. Eines ist eine Filmreihe zusammen mit dem Filmclub Bozen, die heißt Minderheiten anderswo, wie es der Name schon sagt, eben auch hier werden Filme gezeigt von anderen Realitäten und es werden eben immer ExpertInnen dabei sein, die dann die verschiedenen Filme auch kontextualisieren und natürlich auch für Fragen und Antworten zur Verfügung stellen. Eine andere Woche, die ist eigentlich ein Herzensprojekt von mir, muss ich sagen. Wir haben eine philosophische Woche geplant von 5. bis 9. April, weil es ist uns extrem wichtig, dass wir nach 50 Jahren jetzt diesen Moment auch nehmen und einfach Autonomie sehr breit denken. Das heißt, wir möchten eben nicht so wie Autonomie immer sehr als politisches Konzept in Südtirol gedacht werden möchte. Wir möchten einfach Autonomie sehr breit denken. Was ist Autonomie in den Naturwissenschaften? Was ist Autonomie? Auch jetzt sprechen wir in Covid oft über die Autonomie des Körpers. Also wir wollen dieser Frage nachgehen und da werden wir mit verschiedensten Partnerorganisationen 8 Events veranstalten. Und ja, last but not least sind wir auch sehr froh, dass wir mit dem Vereinigten Bühnen Bozen bei einem kulturellen Projekt involviert sind. Und zwar geht es hier eben ein neues Autonomiestatut, natürlich unter Anführungszeichen, zu schaffen. Das Ganze heißt Autonomiestatut Reloaded. Und ich glaube, da wird jetzt Irene Gierkinger näher darauf eingehen. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, wir bleiben im Forschungszentrum EURAG Research, denn am kommenden 20. Jänner, also genau 50 Jahre nach Inkrafttreten des zweiten Autonomiestatuts, trifft dort eine Gruppe von Südtiroler Autorinnen und Autoren zusammen, um ein ganz besonderes Projekt zu starten. Mehr dazu erzählt uns nun Irene Gierkinger, Intendantin der Vereinigten Bühnen Bozen. Bitte. Einen schönen guten Morgen, hört man mich? Jetzt hören wir Sie. Ich habe leider schlechte Internetverbindung, muss mich entschuldigen, jenseits des Brenners. Ja, danke für die Einleitung. Ich freue mich sehr, unser gemeinsames Projekt kurz vorzustellen. Marc hat schon gesagt, es ist uns ein Anliegen, eben auch den VBB immer wieder mit anderen Institutionen im Land zu arbeiten und ich freue mich über diese Zusammenarbeit mit dem Center for Autonomy Experience, aber auch mit der Südtiroler Autorinnen und Autorenvereinigung und mit dem Messner Mountain Museum in Sigmundskron. Und ich möchte mich neben Marc Röckler auch bei Maria Hilber und bei Magdalena Messner sehr herzlich bedanken und bei der begleitenden Dramaturgin Ina Tadler für dieses Projekt, wo wir Südtiroler Autorinnen und Autoren aller Sprachgruppen, es sind dies Anna Neuwirth und Martin Droger, Annalisa Cantini und für die ladinische Sprachgruppe sind wir noch im Gespräch mit Nadja Runga, miteinander eigentlich eben das Autonomiestatut befragen und in die Zukunft denken und diese 4 Autorinnen dieses Autonomiestatut in einem gewissen Sinne neu schreiben, künstlerisch überschreiben werden. Und in einem nächsten Schritt dann im Frühjahr dieses neu geschriebene Autonomiestatut in den Städten Bozen, Meran, Brixen, Bruneck und Schlanders an verschiedenen Wochenenden aufgestellt wird in Form von großen Tafeln, wo dann die Südtiroler Bevölkerung eingeladen ist, es zu lesen, ihre Kommentare abzugeben, auch ihre Wünsche und ja, eben Gedanken dazu auch zu verschriftlichen. Und nach dem Sommer, dann am 8. September, wird in einer multidisziplinären und multimedialen Performance dieses Ergebnis im Zusammenspiel mit Südtiroler Künstlerinnen und Künstlern auf Schloss Sigmundskron eben in Zusammenarbeit mit dem Messner Mountain Museum präsentiert.
Anche Irene Gierkinger. E rimaniamo in ambito teatrale perché il tema dell'autonomia sarà al centro di un'altra importante produzione nell'ambito di una collaborazione tra Teatro Stabile e Teatro Cristallo che sarà portato su tutto il territorio. Rivolgo un cordiale saluto a Barbara Gambino, ufficio stampa del Teatro Stabile, e a Gaia Caroli del Teatro Cristallo che sono collegate a noi, a cui passo ora anche la parola. Buongiorno a tutti e grazie. Sì, il progetto che vede la collaborazione fra Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Cristallo è un progetto che ha preso l'avvio già l'anno scorso. Si tratta di una seconda puntata di è una produzione teatrale che indagherà in questo caso gli anni che vanno dal 1945 al 1972, grazie alla collaborazione di un autore nazionale, Francesco Niccolini, che è, riassumendo e dicendo la cosa più importante, l'autore di Marco Paolini. Abbiamo scelto Niccolini per rileggere la storia dell'Alto Adige. Lui ha iniziato l'anno scorso con una produzione che ha avuto un grandissimo successo, Inventarsi una città, che indagava gli anni, la nascita di Bolzano dal 1918 fino al 1945. In questa seconda puntata, che si chiamerà In quello strano paese, riprendiamo appunto da dove ci eravamo lasciati, quindi dal 1945, dal ritorno dei rioptanti, e arriviamo al 1972. La produzione è un racconto, una storia di fantasia, ma basata in ogni dettaglio su vicende realmente accadute in Alto Adige, in particolare sulla vicenda di Renato Mazzoni, che è stato questore di Bolzano dal 1947 al 1957 e venne poi rimosso dall'allora ministro Tambroni perché la posizione di Mazzoni era ritenuta come poco ortodossa e poco filogovernativa. In realtà, appunto, la posizione di Mazzoni era una posizione legata molto alla costruzione del dialogo fra le due comunità e quindi ci sembrava davvero emblematico raccontarla e vedere che cosa aveva prodotto il suo operato sul futuro, su quello che poi è stato il futuro dell'Alto Adige. La cosa che ci preme sottolineare è il lavoro di squadra che c'è stato e che ha portato l'unione fra delle eccellenze nazionali, come appunto quella di Francesco Niccolini, ma anche con la figura di Marta Dalla Via, che reciterà in questo spettacolo. Marta Dalla Via, che è autrice, attrice, recentemente l'abbiamo vista proprio sul palco del Teatro Stabile come regista dello spettacolo Balasso Faruzante. Quindi eccellenze nazionali a contatto con attori locali e con gli storici del territorio. La scrittura di Francesco Niccolini si è intrecciata con le ricostruzioni storiche, le indagini dei nostri storici locali. E testimonianze. E testimonianze, certamente. Quindi Carlo Romeo, Luca Fregona, Maurizio Ferrandi, Giorgio Delle Donne, Ettore Frangipane, Armando Lohner, fino proprio ai racconti dei testimoni dell'epoca o i figli dei testimoni dell'epoca, per ricostruire anche dei passaggi molto delicati come quella, ad esempio, quelli relativi al terrorismo, alla Notte dei Fuochi e così via. Quindi un'operazione che andrà in scena, debutterà qui al Teatro Cristallo il 17 giugno, ma che poi appunto visiterà tutto il territorio provinciale alla fine di novembre, inizio dicembre, toccando Bressanone, Brunico, Merano e ritornando poi anche e Vipiteno, grazie Barbara, e poi ritornando sul palco del Teatro Cristallo all'interno della rassegna in scena che abbiamo in comune appunto con il Teatro Stabile il 4 dicembre. Grazie. Dal passato torniamo ora al presente, anzi al futuro. Was bedeutet die Südtirol Autonomie für euch?
che cosa significa per voi l'autonomia dell'Alto Adige? Questa è la domanda al centro di un concorso di cortometraggio per le scuole superiori di tutto l'Alto Adige e oggi abbiamo con noi le due classi vincitrici. Der Südtiroler Landtag hat einen Kurzfilmwettbewerb zur Autonomie für Oberschulen ausgeschrieben. Die 2 Siegerklassen sind heute mit uns verbunden. Und wir schalten zunächst in die Landesberufsschule Gutenberg in Bozen zur Klasse 4b Medien, die sich den Jurypreis geholt hat. In Vertretung der Klasse begrüße ich Stefan Weiß. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Jurypreis und natürlich die Frage, was bedeutet die Autonomie für euch? Dankeschön und guten Morgen. Ich freue mich von meiner Schule und ja, die Autonomie bedeutet für mich oder für uns halt Freiheit und auch, dass die Diversität mit eingeschlossen wird. Und wir haben uns zuerst zusammengesetzt und ein Brainstorming gemacht, wie könnten wir eben diese Diversität und die Vielfalt auch von Universitäten, von Menschen und allen mit einbeziehen. Und am Ende haben wir uns dazu entschieden, es mit Hüten zu machen, als Symbolik für die verschiedenen Gruppen und auch als Symbolik für die verschiedenen Altersgruppen, Bevölkerungsgruppen und jeden. Und so haben wir bei jeder verschiedenen Szene einen anderen Hut eingesetzt, um trotzdem ein einheitliches Bild zu schaffen. Wir haben es an verschiedenen Orten gedreht und mit verschiedenen Personen. Damit wollten wir einfach die Vielfältigkeit und das glückliche und fröhliche Leben präsentieren. Und das Video haben wir auch dreisprachig gehalten, damit wir jede eben auch Sprachgruppe mit einbeziehen. Und ich bin froh, den Preis entgegennehmen zu dürfen und das Video so gut angekommen haben zu dürfen. Dankeschön. Danke sehr an die Klasse mit dem Jurypreis. Man sieht, dass man Autonomie durchaus unter einen Hut oder unter mehrere Hüte bringen kann. Neben dem Jurypreis war auch ein Publikumspreis für die teilnehmenden Klassen des Kurzfilmwettbewerbs ausgeschrieben. Diesen hat die Klasse 5b Wirtschaft und Sprache der WFO Heinrich Kunter Bozen eingeheimst. Auch sie ist heute mit uns verbunden und Irene Brünster und Tobias Vieheider werden uns gleich kurz erzählen, worum es in ihrem Filmprojekt geht. Ja, vielen Dank auch von unserer Seite für die Einladung. Kurz zu unserem Video. Wir wollten unterstreichen, wie wichtig es ist, die Geschichte der eigenen Heimat zu kennen. Vor allem hier in Südtirol, weil es sehr viele prägende Ereignisse gab. Und genau deshalb haben wir auch an historisch wichtigen Orten wie dem Kurhaus in Meran oder auf Schloss Sigmundskron gefilmt, um die Geschichte aufleben zu lassen und zu zeigen, wie schwierig die Entwicklung dieser Südtiroler Autonomie wirklich war. Ja, und noch zum Titel des Videos, also was bedeutet die Autonomie für uns? Für uns bedeutet sie vor allem die Freiheit, aber auch die Verantwortung zur Selbstverwaltung und zur Selbstbestimmung. In erster Linie bedeutet sie allerdings, dass unsere kulturelle Identität geschützt wird und dass wir auch von allen anderen Kulturen, die von der Autonomie geschützt werden, lernen und schöpfen können. Vielen Dank. Danke euch. Complimenti alle due classi vincitrici. E come l'ha detto già la Presidente del Consiglio Rita Mattei, la presentazione ufficiale dei due cortometraggi è in programma già questa settimana durante la cerimonia per il 50° anniversario del secondo statuto in Consiglio provinciale. Ci spostiamo ora nelle valli ladine e ci colleghiamo con Carlo Suani, collaboratore della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina, che da anni svolge attività di divulgazione culturale in lingua ladina e sta ora lavorando a una pubblicazione che raccoglie le leggi fondamentali su cui poggiano le garanzie autonomistiche dei ladin. Il Giubileo, secondo lui, rappresenta un'occasione preziosa per conoscere più da vicino lo statuto che lui definisce un vero e proprio gioiello giuridico. Perché? Bun dia, Dutescantes, a Duchcanch.
Che dit a livello di intendanza e cultura ladina, unse pensè da matadum un codegel, tanco una piccia pubblicazione che cogliesse le norme del Statut di Autonomia, perché complasa in 50 anni, e cares canal da ne fa direttamente con la scuola e la cultura ladina, tanto l'istituzione che format da fa e mantiene via nostra identità e che può garantire il sentimento di portignanza tra l'insegnamento e l'ingazzauma. Dicevo, l'assessorato ladino a livello di direzione, istruzione, formazione e cultura ladina ha pensato di approntare una pubblicazione che raccogliesse le norme dello Statuto di Autonomia che riguardano più da vicino la scuola e la cultura ladine. Una pubblicazione destinata agli insegnanti e agli studenti delle scuole della Val Badia e della Val Gardena. Pertanto, delle molteplici norme che compongono lo Statuto, io mi sono concentrato su quelle norme di attuazione principalmente, che sono una trentina, e le ho evidenziate in maniera piuttosto asettica, cioè indicando il numero della legge, la data di approvazione e i contenuti della legge stessa. Quindi ho ricostruito un involucro legislativo, normativo, quello che avvolge la scuola ladina, ma questo involucro, dico, rimarrebbe astratto, rimarrebbe vuoto se non ci fosse la presenza di una comunità che vive e che rende ragione di giorno in giorno di questo spirito sul quale è nato, col quale è stato concepito lo Statuto di Autonomia. E quindi l'attività, l'impegno, la testimonianza di noi ladini, dalla scuola agli insegnanti, ma anche a livello di quadro dirigenziale, dimostrano che la minoranza ladina è viva, è operosa, ma lo sarà fin tanto che saprà incarnare questi principi statutari che non sanciscono privilegi, e qui riprendo le parole dell'assessore Alfreider, ma riconoscono diritti e insieme ai diritti la responsabilità, cioè una responsabilità che noi ladini abbiamo molto grande di dare ragione della nostra identità, della nostra storia e quindi anche del nostro futuro. Grazie. Dalla giurisprudenza torniamo alla cultura e più precisamente alla musica. Zusammen mit der Euregio Tirol Südtirol Trentino hat der Südtiroler Landtag einen Kompositionswettbewerb für Südtiroler Komponistinnen und Komponisten ausgeschrieben, der künstlerisch begleitet wird vom Südtiroler Künstlerbund, der Stiftung Haydn und dem Verband Südtiroler Musikkapellen sowie der Hochschule für Musik Claudio Monteverdi. Meine Fragen an Johann Fienatzer und ich bitte alle um kurze Redebeiträge. Johann Fienatzer, Vorstand im Verband Südtiroler Musikkapellen und Vorsitzender der Wettbewerbsjury. Wie kann man sich ein musikalisches Werk vorstellen, das die Autonomie zum Klingen bringt? Und wo werden wir dieses Werk zu hören bekommen? Ja, zunächst einmal einen schönen guten Morgen meinerseits. Buona giornata a tutti, buon dia Dutschkansch. Ich darf stellvertretend den musikalischen Kompositionswettbewerb vorstellen, welcher anlässlich 50 Jahre Autonomie vom Südtiroler Landtag in Auftrag gegeben worden ist, wie Sie schon gesagt haben. Der Kompositionswettbewerb wurde im Rahmen der zweiten Auflage des Europapreises lanciert. Die Zusammenarbeit besteht zwischen Stiftung Haydn, Südtiroler Künstlerbund, Verband Südtiroler Musikkapellen und Konservatorium Claudio Monteverdi und der Euregio. Meine Aufgabe bestand darin, die technischen, künstlerischen Voraussetzungen des Kompositionsauftrages im Sinne dieser Parteien für die Vergabe eines nicht alltäglichen Auftrags an Blasorchestern zu schaffen. Die Komposition muss thematisch im weitesten Sinne auf 50 Jahre Autonomie Bezug nehmen. Der musikalisch-künstlerische Anspruch wurde bewusst an Mittel-Oberstufenniveau angesetzt, damit das Werk große Verbreitung finden kann und von den Musikkapellen auch zukünftig gespielt wird.
Überdies bietet dieser Wettbewerb einen Anreiz für junge Südtiroler Komponistinnen und Komponisten, sich intensiv mit Musik für Blasorchester auseinanderzusetzen. Wir dürfen sehr gespannt sein, wer den Wettbewerb gewinnt und wie dieses Werk mit dem geschichtlichen Hintergrund klingen wird. Ja, dem Wettbewerb beteiligen können sich demnach Komponistinnen und Komponisten, welche in Südtirol geboren wurden oder mindestens seit 3 Jahren ansässig sind. Entschuldigung. Eine mehrköpfige Fachjury aus den genannten Institutionen wählt in einem anonymen Verfahren die Siegerkomposition aus, welche am Europatag 9. Mai 2022 im Milano Kursaal unter Rovereto durch das Euregio Jugendblasorchester aufgeführt werden soll. Ich darf mich hierbei bei allen Stakeholdern für die gute Zusammenarbeit bedanken. Das wäre es inzwischen von meiner Seite. Vielen Dank. Danke sehr. E così l'autonomia può essere interpretata anche in modo musicale. In tutti questi decenni l'autonomia ha formato il nostro territorio e in fondo la incontriamo tutti i giorni in ogni angolo dei nostri percorsi quotidiani. E quindi perché non raccontarla attraverso i luoghi, le architetture e le persone che li abitano? Lo fa il progetto Bolzanism Museum in un'edizione speciale dedicata all'autonomia in programma questa primavera. Ce la racconta la responsabile Valentina Cramerotti. Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, Bolzanism Museum è al suo 3° anno di attività, è un progetto che porta la collaborazione del Teatro Cristallo, di Cooperativa 19 e di Campomarzio e appunto invita la popolazione da ormai 3 anni a scoprire la storia delle architetture popolari di Bolzano Ovest, quindi dei quartieri Don Bosco, Europa, Novacella, con diciamo uno sguardo diverso e quindi a partire da quelli che sono le architetture popolari di queste zone che forse conosciamo, forse non abbiamo mai visto, ma che possono raccontare la storia e come gli stessi abitanti di queste case e di questi quartieri. Per l'occasione del 50° anniversario del secondo statuto d'autonomia abbiamo deciso di approfondire una delle nostre walk. Le walk sono diciamo delle esplorazioni urbane molto particolari e degli spettacoli teatrali fra le vie dei quartieri e in particolare la Walk Manhattan, che è quella che proponiamo questa primavera durante i weekend e racconta appunto la storia e diciamo le costruzioni, i caseggiati di Viale Europa, quindi i pifferi, il giorno e notte e le sopraelevate di Viale Europa e appunto ripercorrendo anche gli aspetti storici e quindi i protagonisti di queste costruzioni, l'inizio di Ipea e l'avventura di Benedictere della legge urbanistica che ha dato vita poi a tutti questi caseggiati. E quello che è anche importante è che emerge anche il racconto di quelli che sono gli abitanti di queste zone e quindi una storia collettiva di quella che ha portato alla Bolzano contemporanea. Grazie. Mit dem letzten Punkt kommen wir zurück in die Landesverwaltung. Die Autonomie steht auch im Mittelpunkt der diesjährigen Aktionstage Politische Bildung des Landesamts für Weiterbildung. Sie findet Anfang Mai in Südtirol statt oder sie finden statt, diese Aktionstage. Unter dem Motto Meine, Deine, Unsere Autonomie laden die Bildungsausschüsse ein, sich mit allen möglichen Fragen rund um das Thema zu befassen. Alfred Mitterer vom Bildungsausschuss Terlan ist zugeschaltet und erzählt kurz, wie dort die diesjährigen Aktionstage gestaltet werden. Ja, das wird auch von meiner Seite. Es ist schon ein ganz buntes Bild entstanden, wie man Autonomie, das Thema Autonomie angehen kann. Und innerhalb der Vielfalt stellen sich auch die Bildungsausschüsse, insofern, dass auch jeder Bildungsausschuss unterschiedlich ist von einem anderen, je nach Gemeindeort, weil wir eben die Orte, die Gemeinde, die eigene am besten wahrscheinlich kennen und auf die jeweilige Besonderheit eingehen können. Wir haben jetzt in den letzten Jahren immer an diesen Aktionstagen politische Bildung teilgenommen, so auch heuer. Das Thema wechselt jedes Jahr und heuer ist es aufgrund
des Jubiläums dann auch sinnvoll zu diesem Thema Autonomie gekommen. Etwas weiter gefasst vielleicht als nur der rein politische Aspekt im Sinne von meine, deine, unsere Autonomie, und das unterstreicht ja den eigenen Bezug, das eigene Erleben irgendwie auch zu diesem Thema. Wir haben uns überlegt, wie wir teilnehmen. Die Bildungsausschüsse sind ja relativ flexibel in Inhalten und Methoden. Wir können da frei wählen und sind zu einer Form gekommen, die sich vor allem im kreativ-interaktiven Bereich ansiedeln lässt, die sogenannte Methode der Positions- oder Meinungslinie. Das heißt, in Gruppen, in einer Kleingruppe, errichtet man entweder ideell oder physisch eine Linie von einem Extrem zum anderen, also von 0 bis 100, wenn man so will. Und aufgrund von verschiedenen Aussagen lädt man die Teilnehmer der Gruppe ein, sich zu positionieren. Da entsteht schon ein buntes Bild, wie man zu einem Thema, zu einer Aussage sich positionieren kann und dann auch diese Position zu begründen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sich jeder gleichzeitig positioniert und gleichzeitig sehen kann, wie sich andere positionieren, und dass man durchaus zu einem Thema oder zu einer Aussage unterschiedlicher Meinung sein kann und diese unterschiedliche Position vielleicht dann in der Begründung gar nicht mehr so weit entfernt ist, oder dass man sagt, oh, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die andere Position auch gut begründet ist. Und so ist als Nebeneffekt zum Thema selber Autonomie auch die politische Bildung und auch der Aspekt, wie sich Meinungen demokratisch oder andere Mechanismen im demokratischen Bereich entwickeln und vollziehen und entstehen, und dafür auch ein gewisses Verständnis zu entwickeln. Danke auch an Alfred Mitterer. Das war also ein schon recht umfangreicher und doch nur kleiner Ausschnitt und Ausblick auf dieses Jubiläumsjahr. Quello che abbiamo presentato sono già tanti, ma in verità sono solo alcune delle iniziative programmate o ancora in fase di sviluppo per questo anniversario speciale. Le iniziative, i progetti e tante informazioni e materiali sono disponibili sul nuovo portale dedicato all'autonomia e alla provincia all'indirizzo autonomia.provincia.bz.it. Auf dem neu gestalteten Autonomieportal des Landes autonomie.provinz.bozen.it finden Sie viele weitere Informationen rund um das Jubiläumsjahr und die Südtirol-Autonomie, übrigens auch in leichter Sprache. Prima di chiudere, passo la parola al Presidente della Provincia Arno Kompatscher. Danke, Herr Landeshauptmann, für Ihr Schlusswort. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal vielen Dank allen, die hier ihre Initiativen vorgestellt haben, dargestellt haben. Grazie a voi tutti per aver presentato a noi le vostre iniziative, eventi, manifestazioni che avete programmato per questo anno particolare. Danke, grazie, Julian de Gra. Und das ist ja gar nicht alles. Das ist ein Ausschnitt gewesen all dessen, was stattfinden wird in diesem Jahr. Und wie Sie gesehen haben, es geht uns ganz besonders darum, dass es eben nicht nur eine Autonomie der Institutionen ist, dass auch das Jahr so gelebt wird, sondern eine Autonomie der Bürgerinnen und Bürger. Die Autonomie aller und für alle. Un'autonomia per e di tutti e tutte. Questo è il messaggio che diamo, e perciò questo coinvolgimento proprio anche del mondo associativo, dei cittadini come individui anche di tutto il mondo della cultura, di tutte le istituzioni e enti che operano sul territorio e soprattutto anche dei singoli cittadini. Natürlich gibt es aber auch das Politische,
Es ist kein Zufall, dass der Auftakt im Südtiroler Landtag erfolgt. Hier danke ich der Landtagspräsidentin Rita Mattei, ringrazio il Consiglio Provinciale, la Presidente Mattei qui presente, per iniziare con un evento celebrativo questo anno particolare, perché giustamente è il Consiglio che fa questo primo passo, perché con lo secondo Statuto d'autonomia è passato il potere legislativo, diciamo in linea di massima, quasi tutto dalla Regione alle 2 province. Perciò il Consiglio Provinciale che celebra questo momento proprio dell'entrata in vigore dello Statuto. Wir erinnern uns eben der 20. Jänner, das Inkrafttreten. Das Verfassungsgesetz ist ja schon am 10. November 2001, Verfassungsgesetz Nummer 1, verabschiedet worden im Parlament, am 20. Dezember dann 1972 das Inkrafttreten. Und das ist eben der Auftakt der politisch-institutionellen Veranstaltungen im Südtiroler Landtag. Es gibt aber natürlich noch einen weiteren ganz besonders wichtigen Moment, neben natürlich der Veröffentlichung des Einheitstextes. Wir kennen das Autonomiestatut ja heute vor allem als Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 72, Nummer 670. Das war das Zusammenfassen in einem Einheitstext. Das ist natürlich auch heute eigentlich die Kennzahl unseres Autonomiestatuts, aber ein ganz besonderer wichtiger Moment war die Abgabe der Streitbeilegungs- oder Streitbeendigungserklärung am 11. Juni 1992. Dem vorausgegangen waren 2 wichtige Momente, nämlich die Erklärung des Ministerpräsidenten, übrigens im Rahmen seiner Rücktrittsrede am 30. Jänner 1992 von Giulio Andreotti über auch die Absicht des Staates, auch weiterhin die Autonomie zusammen zu gestalten, mit den Vertretern der Minderheiten im Einvernehmen gestalten zu wollen, und die Abgabe der Note der italienischen Regierung an die österreichische Regierung am 22. April 1992. Poi è arrivata questa famosa quietanza liberatoria da parte della Repubblica d'Austria l'11 giugno 1992. Con questa, diciamo, è stato preso atto e constatato dalla Repubblica d'Austria che, diciamo, quello che era il pacchetto, il secondo Statuto dell'autonomia, con le norme di attuazione, tutto quanto, e anche inclusa la dichiarazione di Giulio Andreotti in Parlamento, si fa riferimento anche a quella nella nota austriaca, questo consiste poi questo costituisce l'adempimento a quello che era l'impegno di cui all'accordo di Gasperi-Gruber. E questo è importante, e con questo poi, questo è stato trasmesso, la nota italiana, la nota austriaca, assieme alle Nazioni Unite per dichiarare chiusa l'avvertenza. Wir werden also am 11. Juni einen wichtigen politischen Event haben, mit Einbeziehung natürlich der beiden Außenministerien, das ist klar. Wir werden hochrangige Vertreter hier in Südtirol haben. Wir werden diesen Tag begehen. Das wird natürlich auch wiederum wissenschaftlich begleitet, wie Sie schon gehört haben. Und der zweite und für mich jetzt abschließende Teil, auf den ich hinweise, der ist natürlich der 5. September, der Tag der Autonomie. Noch einmal, Autonomiestatut am 10. Januar in Kraft getreten, 1972. Streitbeilegung am 11. Juni 1992, aber der 5. natürlich, der 5. September 1946, bekanntermaßen das Abkommen Gruber de Gasperi. Und unsere Autonomie ist ja deshalb eine besondere, weil sie eben eine international verankerte Autonomie ist, eine Autonomie, die auf Völkerrecht fußt. Questa è proprio la peculiarità della nostra autonomia, che ha l'ancoraggio internazionale, l'ancoraggio nel diritto internazionale, e questo ovviamente in base all'accordo di Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, e perciò proprio il 5 settembre avremo di nuovo un evento importante per celebrare i 50 anni dello secondo statuto, ma soprattutto anche l'ancoraggio di questo secondo statuto, assieme anche alla quietanza liberatoria, al diritto internazionale. Anche questo con rappresentanti di altissimo livello della Repubblica Italiana e della Repubblica Austriaca, e ovviamente in un evento celebrativo. Damit schließe ich, das war noch mein Teil an Informationen. Ich hoffe, es möge uns gelingen, dieses Jahr tatsächlich so zu begehen, wie wir es alle, geschätzte Landtagspräsidenten, liebe Landeshauptmann, Stellvertreterinnen, Stellvertreter, wie wir es uns alle wünschen, nämlich als ein Jahr der Erinnerung, der gemeinsamen Erinnerung, aber auch des sich Bewusstwerdens und des Ausblickes vor allem der Menschen in diesem Land,
Diese Autonomie dient den Menschen, wir wollen die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie a voi tutti. Danke, Landeshauptmann. Wir haben es geschafft, fast in einer Stunde zu bleiben. Wir kommen zu den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Ich bitte hier im Saal, wenn es Fragen gibt, um Handzeichen. Die Kollegin kommt dann mit dem Mikrofon zu Ihnen. Gibt es Fragen? Stefan Pfeifhofer, bitte. Okay. Ja, eine Frage an den Landeshauptmann. Sie haben von hochrangigen Vertretern Österreich, Italien gesprochen, die nach Südtirol kommen werden. Könnten Sie uns vielleicht bitte sagen, wann wer kommen wird? Oder steht das noch nicht fest? Das steht teilweise fest. Wir haben jetzt informelle Zusagen dazu für beide Termine, aber es ziemt sich nicht, dass man diese dann offiziell bekannt gibt, bevor die definitive formelle Zusage einlangt. Deshalb es sind mit Sicherheit hochrangigste Vertreter beider Staaten bei beiden Events anwesend, sei es am 11. Juni, sei es auch am 5. September. Aber Sie wissen ja, einiges ist auch in Bewegung zurzeit, deshalb müssen wir für die definitive Bestätigung auch einige Ereignisse noch abwarten, die in den nächsten Wochen in Italien zum Beispiel stattfinden werden, klarerweise. Weitere Fragen? Ci sono altre domande? Qua, prego. Presidente, buongiorno. Sono trascorsi 50 anni. Oggi in Alto Adige, oltre ai 3 gruppi linguistici, c'è un terzo, tra virgolette, gruppo, che è una componente straniera, che raggiunge quasi il 10%. Ecco, questo apre dei nuovi percorsi nell'autonomia e anche nel pacchetto? Ma non da oggi e non da adesso. Cioè che abbiamo oltre ai 3 gruppi diciamo autoctoni qui in Alto Adige anche ormai decine di altre etnie con altre lingue, altri bagagli culturali, non solo un dato di fatto, è anche parte del patrimonio, della ricchezza di questo territorio. Noi non potremmo fare a meno di questi nuovi cittadini che sappiamo che contribuiscono anche in modo notevole sia diciamo, allo sviluppo economico ma anche a quello sociale di questo territorio. In effetti, e questo va ricordato, negli ultimi anni sono già più volte adeguate le misure e gli strumenti proprio di tutela delle minoranze anche alle esigenze diciamo, di poter accogliere e integrare nella nostra società senza dovergli chiedere di rinnegare la propria cultura questi nuovi cittadini. E perciò, per farne un esempio, nella dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, prima si doveva dichiarare io sono italiano, tedesco, ladino, ma da tanti anni ormai è stata modificata per poter dare attuazione al sistema, io mi aggrego a uno di questi gruppi, però con ciò ne dichiaro che io mica sono, se sono del Perù, se sono di un'altra etnia, non devo dichiararmi di appartenere a un gruppo etnico di questi 3. Ci sarebbero tanti altri esempi, ma sarà ed è una sfida continua ovviamente adeguare la nostra autonomia alle esigenze del territorio, la flessibilità nell'applicazione della proporzionale per esempio, no? Che ha sempre comportato dei mutamenti, anche delle modifiche, da ultimo proprio adesso per quanto riguarda per esempio una maggiore flessibilità per le professioni medico-sanitarie per esempio, no? Questo è proprio recentissimo l'intervento che è stato fatto e così sarà, senza mai, e questo è importante, perdere di vista quello che è l'obiettivo principale che rimane, è quello della tutela delle diversità e soprattutto anche della lingua tedesca e ladina come lingua di minoranza in Italia e questo è proprio la peculiarità e gli strumenti che abbiamo, che ho potuto rappresentare breve tempo fa in un mio intervento al Forum delle Nazioni Unite sulle minoranze. Sono stato invitato per presentare proprio quello che è l'esempio, a me non piace parlare di modello, esempio Alto Adige perché non si può portare da uno a uno in altre situazioni e tutti gli altri partecipanti erano interessantissimi comunque ancora oggi alle regole sul bilinguismo, trilinguismo, cioè l'obbligo o il diritto di poter, perché soprattutto è il diritto, no? Il diritto di poter usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, ovvero anche quello sulla proporzionale che,
allontana la minaccia di sentirsi in qualche modo, diciamo, trattati male, trattato peggio dall'altro gruppo quando si tratta di assegnare posti nell'impiego pubblico. Interessante che tuttora oggi le minoranze del mondo guardano soprattutto questi strumenti qua, perciò vanno sempre aggiornati, ma comunque vanno preservati nella loro funzionalità. Altra domanda? Bitte, Stefan. Ja, und eine zweite Frage, Landeshauptmann. Der Südtirol-Unterausschuss im österreichischen Parlament, wird der irgendwie auch mit einbezogen? In diesem Jahr wird er eingeladen? Was ist da geplant? In der Tat, hier gibt es bereits einiges, was geplant ist. Es wird zunächst einmal auch ein Treffen meinerseits in Wien geben. Ich werde dann in einigen Wochen in Wien sein, auch die Vertreter natürlich Österreichs treffen, auch um natürlich dieses Jubiläum anzusprechen und auch das Mitwirken Österreichs. Da wird es auch ein Treffen natürlich mit dem Vorsitzenden des Ausschusses geben, um dann auch die verschiedenen Aktionen zu planen. Natürlich werden bei den großen politischen Events, natürlich wie immer wird der Südtirol-Unterausschuss auch dazu eingeladen. Also jetzt ganz präzise der 11. Juni und der 5. September. Das sind natürlich auch Momente, wo auch dieser Ausschuss selbstverständlich dazu eingeladen ist. Es wird aber auch in Wien entsprechend eine Begegnung geben und es wird natürlich auch diese Einbindung stattfinden. Danke sehr. Ich sehe keine weiteren Fragen, non vedo altre domande, allora concludiamo. Dico grazie a tutti i partecipanti, naturalmente ai rappresentanti politici. Ich danke natürlich auch den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern per Zoom, die die Projekte vorgestellt haben und allen die im Laufe des Jahres an diesem Autonomiejahr mitwirken werden. Ich wünsche uns eine gute Autonomie und eine angenehme Woche.